Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir machen an unserem Briefumschlag-Journal weiter. Und das soll ja alles ein bisschen mit Post und Briefen zu tun haben. Und ich habe mir jetzt ausgedacht, dass wir noch mal etwas machen mit Postkarten, mit alten. Also eigentlich ist das die einzige alte Postkarte, die ich habe. Und das hier ist eine Postkarte, eine neuere Postkarte, die einfach mit so einer alten Fotografie. Dann ist das einfach ein Foto. Da habe ich gedacht, könnten wir dann hier auf so ein selber Zeichnungs-Bastel-Postkärtchen draufkleben. So. Vielleicht tun wir es dann noch ein bisschen zuschneiden. So, und dann ist das auch eine Postkarte. Und dann habe ich hier noch eine alte Buchseite, wo mir das Bild gerade so gut gefallen hat. Das sieht doch auch so postkartenmäßig aus. Das können wir abschneiden und ja, ich denke, das können wir dann auch hier drauf kleben. Den Rand vielleicht dann noch ein bisschen inken oder sonst ein bisschen verzieren. Das schauen wir dann noch. So, dann kann das mal weg. Und ich habe mir vorgestellt, ich möchte gerne immer 2 Karten so auf eine Seite haben. Und ich möchte die natürlich genauso retro reinkleben wie früher, und zwar mit den Fotoecken. Ja, ich habe im Fall nicht einmal keine Ahnung, ob man die überhaupt noch kaufen kann. Sicher in dieser Variante nicht, weil das sind uralte. Die habe ich hierher. Das ist so ein urähnliches Fotoalbum, das ich aus der Brocke habe, das so mal bestückt war mit ganz vielen schwarz-weiß Fotos, wo ich so in meine Journals rein tue. Und hier kleben eben die alten Fotoecken drin. Die haben jetzt halt auch so einen schwarzen Hintergrund, weil sie halt in dem schwarzen Buch geklebt sind. Nein, gut, die wären zwar auch so gewesen. Die wären auch schwarz gewesen. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil man sieht sie nicht. Man sieht sie nachher so nicht. Die kommen einfach so dran. Und dann sieht man sie nicht. So, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, was? Oh, keine Ahnung. So, nehmen wir doch die einfach da raus. So, und jetzt nochmal 4. Oder 5. Fehlt jetzt aber noch einer. Ich weiß es doch nicht. So, voilà. Gut. So. Aber, bevor wir die dann reinkleben mit diesen Fotoeckchen, werde ich dann den Hintergrund noch ein bisschen verschönern. Ja, mit irgendwie ein bisschen Schablonen. Mit ein bisschen Schablonen machen wir irgendwas rundum noch, damit es ein bisschen hübsch aussieht. So. Also, aber ich glaube, also die 2 können wir ja einfach dann so rein tun. Was wir noch basteln wären die 2. Und zwar eben hier ist das ein bisschen zu gross. Ich glaube, ich klebe es zuerst auf und nachher dann schneide ich rundum ab. So, und ich klebe das einfach mit dem Leim, wie sagt man dem? Oi. So, vielleicht schauen, wo oben und unten ist.
Und dann flügeln wir doch das einfach mal da drauf. Zack. Und zack. So. Voilà. Gut, da können wir dann auch ein bisschen abschneiden. So. So, voilà. Ah, schön. So, ich glaube, das tun wir dann auch gerade noch ein bisschen inken, aber das ist doch eine wunderbare Postkarte geworden. So, und da so, jawohl, kommt das da drauf und dann müssen wir das auch noch ein bisschen inken. Also ich habe mal so verschiedene Töne. Am besten passt wahrscheinlich das Brushed Corduroy, aber ich nehme jetzt mal noch das hellgelbe, um so ein bisschen, ja, um so ein bisschen. Zuerst ein bisschen heller, die ganze Geschichte. Und ich mache das gerade so. Es ist, glaube ich, einfach unendlich trocken. So. So, ja, der Anfang ist gut. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen von dem. So, ich möchte, dass das ein bisschen fleckig ist. Aber ich nehme glaube noch mal ein bisschen Gelb. So, ja. Ja, genau. Ups. So, jetzt ist das aber gleich fast ein bisschen zu gelb geworden. Vielleicht wäre es doch eher ein Antikfoto gewesen. Schliesslich ist es ein antikes Foto. Ja, aber wahrscheinlich eher wieder das Gelbe. Ah ja gut, das ist ja jetzt Wurst. So, oh ja. Ja, das finde ich jetzt gut. Genau. Jetzt machen wir hier auf dieser Seite noch einfach, dass das jetzt nicht gerade so ganz schneeweiß ist. Machen wir ein bisschen. So. Genau. Das würde jetzt gerade schön aussehen mit dem Schnee. So, nein, jetzt haben wir auf diese Seite. Das ist auch super. Und dann klemmen wir doch das jetzt auch da drauf. So, mal schauen, oben und unten, jawohl. Gerade aufkleben wäre schön. So, schau. Prima. Dann, ich glaube,
glaube, ich nehme die zwei zusammen auf eine Seite. So, und dann müssen wir hier noch eine Seite suchen. Dann haben wir doch die da. So. Und die zwei auf eine Seite. Weil es mir dunkt da, dass die Pflanze passt auch gut zu diesen Palmen. Also, wo sind wir gewesen? Da. Jetzt wollen wir doch den Hintergrund noch ein bisschen verschönern. Und ich glaube, die Schrift würde doch noch ganz gut aussehen. Und ich denke, bei einem nehme ich hier einfach so ein bisschen Mauer. Oder? Ich glaube es. Ich glaube es fast. Ich glaube, ich nehme mal das wunderbare Grün. Da ist jetzt zwar, glaube ich, noch ein bisschen blau dran, aber das macht nichts. Und auf der Schablone ist noch ein bisschen rot. Das gibt jetzt einfach irgendeine Mischung, sehr wahrscheinlich. Ich will auch gar nicht zu viel drauf haben. Es soll ja nur einen ganz feinen Hintergrund geben. So. Oh, schön. Man sieht praktisch gar nichts mehr. Nur noch hier unten ein bisschen. Aber es sind ja die Ecken dran. Und man kann ja dann die Karte eben auch rausnehmen. Das ist ja auch das Coole an diesen Ecken, dass man die dann rausnehmen kann. Da ist jetzt gerade ein bisschen schade, genau da dazwischen. Da sieht man ein bisschen wenig. Vielleicht schaffe ich es, das hier noch einmal herzuheben. Das ist da irgendwie das grosse V. So. So. Gehen wir doch noch einmal drüber. Also. Jetzt. So, ja, jetzt habe ich sicher zu viel. Jetzt ist es sicher zu fest. So, aber komm, dann machen wir doch hier auch noch gerade. Und hier auch noch gerade, dass man wirklich die ein bisschen besser sieht. Ja, ja, genau. Da ist es jetzt auch ein bisschen deutlicher. So, ja, das ist natürlich jetzt gerade, weil es da so einen grossen Abstand hat. Aber ich glaube, so ist gut. Das ist doch gut. Ich komme noch ein bisschen rauf, gell? Voilà. Jetzt die Ecke. Ich mache jetzt das so, dass ich einfach da... Komm. Überall einen herstecken. Komm. Hey, was klebt da noch? An meinen Finger. So. Und da noch einen dran. Voilà. Und dann tue ich einfach hier ein bisschen Leim dran. So, und dann kommt das einfach da drin. So, das Ganze noch auf dieser Seite. So, und dann kommt wir zu der nächsten Seite. Die
Dann haben wir hier Wellen. Da sieht man jetzt ein bisschen mehr. Und dann, die Frage ist, ob ich könnte eigentlich auch gerade das Ganze, nicht nur Mauer, eigentlich habe ich zuerst nur Mauerwellen und dann das wieder verschieben und so, aber ich glaube, ich nehme einfach gerade das Ganze, weil das ist irgendwie hier noch recht schön und es passt ja gerade so gut drauf. Also, grüne Mauer. Und was haben wir gelernt? Es darf ruhig ein bisschen fester sein. Es muss nicht ganz so hell sein, damit man es dann auch wirklich wahrnimmt. So, oh ja. Das ist doch schön. Sieht doch auch ein bisschen nach Ferien aus. So, leg. Voilà. Dann gibt es hier auch Eckchen. So, voilà. Ich finde, das sieht herzig aus. Jetzt wollen wir doch gerade mal schauen, ob man das auch wirklich so gut rausnehmen kann. Das ist jetzt ziemlich so ein weiches Kärtchen. Das geht super zum Rausnehmen. Hoffentlich geht es auch super zum wieder rein tun. Ja, das rutscht ja fast wie von alleine da drin. So, ich denke, mit den dickeren Karten ist es dann vielleicht ein bisschen mühsamer. Oder vor allem, das habe ich jetzt auch gemerkt, beim Dranstecken, bei dieser Karte, die halt doppelt ist, ja, ist es auch ein bisschen mühsamer. Aber hey, es ist auch recht gut gegangen und das war jetzt ziemlich ein kleines Projekt gewesen, aber ich finde, es ist trotzdem total herzig geworden und passt natürlich super in unser Journal rein. So, hey, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen oder ihr habt irgendeine kleine Inspiration mitnehmen und ja, wie es weitergeht hier in unserem Brief-Journal. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!